Ich bin der Fritz Hering. Am liebsten ist mir, wenn in meiner Küche richtig was los ist. Das macht Spaß und ist die pure Entspannung für mich. Ich bin Koch, Wirt und fahre gerne umeinander. Im Winter mache ich mein Wirtshaus am Starnberger See zu und schaue in der Fremde gerne in andere Kochtöpfe. Jerusalem eingenommen. Aber auch die Palästinenser beanspruchen Jerusalem als zukünftige Hauptstadt. Alle Eroberer drücken der Stadt auch kulinarisch ihren Stempel auf. Das macht Jerusalem auch für alle weltlichen Feinschmecker wie mich zum richtigen Pilgerort. Hallo Herr Hering, ich freue mich, dass Sie jetzt da sind. Schön. Angekündigt Schön, dass Sie da und jetzt hier. Herzlich willkommen. Danke, freut mich in sehr. der Dormitio, Jerusalem, ist im Heiligen Land. Es ist in jeder Hinsicht spannungsreich, positiv und manches auch sehr schwierig. Wie überall, aber hier noch mal besonders. Ja, Kommen Sie. Dankeschön. Also Fritz, das ist unsere Dormitio-Kirche. 1906 sind die ersten Mönche gekommen und dann begann hier das Klosterleben von Benediktinern. Das ist jetzt praktisch die bayerische Abteilung, oder? Das ist der bayerische Altar, genau. Und dann ist wirklich in diese Nische hineingestaltet ein wunderbares Mosaik auf Goldgrund. Ja. Und dann sind dort bayerische Heilige dargestellt. Und man sieht in der Mitte Patrona Bavaria. Aber jetzt sage ich dir was, das ist jetzt mir schon wieder irgendwie näher. Die Heiligen Drei Könige da. Nein, das sind keine Heiligen Drei Könige. Aber ich habe jetzt gemeint, weißt du, von den Gesichtsausdrücken her, oder wie bei Maria, wie Ja. Jesus Kind. Weiß-blau, ne? Weiß-blau, Weiß-blau, ja. rautiert. Genau. Ja, da kann man dann auch Weißwurstfrühstück machen. Das geht nicht. Schön ist, dass es so Leute wie ein Pater Jonas gibt. Vor Jahren hat er seine Konditorklamotten in eine Mönchskutte umtauscht und ist als Benediktiner nach Israel gekommen. Meine erste Lektion ist Brot. Das ist ein Beigeli. Beigeli. Also das ist ein besonderer Teig mit Sesam. So, dann bricht man das so ab und teilt das. Das ist ein richtiger Wasserteig. Das ist ein Wasserteig, ist auch gar nicht viel Salz drin. Nee, da ist auch kein Fett, nichts drin. Nein, nix. Ist nur Mehl und Wasser rein. Und das taucht man in Olivenöl ein. Also, was ist da los Dann jetzt? isst man's. Das sind alles jüdische Kinder. Man sieht es an der Kippa und den Schläfenlocken. Das ist eine jüdische Vorschrift, dass das Haupthaar nicht beschnitten wird. Das beste Pita-Brot gibt's hier. Das ist ein richtiger. Das ist ein guter Teig, hä? Wie lange brauchst du da? Wie viel Uhr? 3 Minuten, ja? Aha. Sehr gut. Ja, die gehen richtig schön auf jetzt, gell? Die schauen aus wie ein Schuchsen.
Jetzt geht's weiter. Und mit kirchlichem Beistand in den palästinensischen Suck, ins Gassengewirr der Altstadt. Es gibt hier so 2 Sorten Kartoffel, die sind sehr wässrig, die roten sind ein bisschen stabiler. Paprika. Ja, jetzt ist natürlich Traubenzeit, Jetzt kommt das ganze dunkle. Trauben. Schön. Nice. Dort hinten, das sind frische Datteln. Ah, die habe ich auch noch nicht gesehen. Frische Datteln. Kann man die so essen, oder? Frisch. I never have seen this before. Ja, Can I das try ist- one? Ja, ist es. Es ist hart halt. Also die Reifen schmecken viel besser natürlich, oder? Ja. Schlecht. Same to you. Das ist was Besonderes in der arabischen Küche. Gibt es viele Innereien. Da Hirn, ja, und das ist was Bayerisches. Ja. Fries. Bries, Na? Hirnsuppen Hirn? gibt's bei uns. Kutteln, der Magen. Innereien ist bei uns in Bayern schon eine besondere Spezialität. Da musst du schon kochen können. Psychedelische Salzgurken haben es eigentlich nie bis Europa geschafft. Und jetzt soll ich auch noch einen Hummus essen. Hummus with Pints. Hallo. Hallo. Wie Spätzleteig ist das? Nicht ganz. Der Oder? Spätzleteig zieht sich ja ein Ja, ja. bisschen, Aha. weil das mit Mehl ist. Ja, ja. Das Hier, ist das aber- ist wirklich nur Aha. Kichererbsen. Da kommt dann noch Olivenöl drauf. Willst du das auch? Ja, ja, ich nehme das schon. Das sind noch weiche Kichererbsen. Für mich auch diese Hummus, Hummus? mit dem Topf. Und Full. Cool. Okay. Ah, so it's another a different style of hummus, okay? Ja, ja, das ist okay. Das ist, Firstly, ja, ja. ja. Gut, Ja. gut, gut. So, das Besondere ist, da brauchst du keine Messer und keine Gabel, sondern hier. Alles mit den Händen. Und jetzt taucht man das so in das Hummus ein. So. Und? Nicht schlecht, aber gut, das brauche ich nicht jeden Tag, verstehst, aber Ja, okay. das ist gut. Ja. Ist das säuerlich irgendwie, aber es ist schon okay. Ob es schmeckt oder nicht, über den Hummus darf man einfach keine falschen Witze machen. Jeder im Land hat da seine eigene Meinung, was der einzig wahre Kichererbsenbrei ist. Der Orient und seine Gewürze, das gehört einfach zusammen. Es duftet überall. Und hier? Satar, das ist das Jerusalem-Gewürz. Diese Thymian-Mischung kann man für alles hernehmen und jeder hat sein Geheimrezept. Besonderes Rezept. Dann nehmen wir eins, bitte, oder? Summa. Ah. Ja, ja, ja. Ja, ja, das bringe ich schon durch. All the best. Thank you very much. Thank you. Fromme Juden sieht man im muslimischen Viertel. Meistens auf dem Weg zum Gebet an der Klagemauer. Im besten Fall schauen sich die Juden und Araber aber nicht an. So, Shopping strengt schon an. Und jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal eine Pause machen. Aber die Wasserpfeifen, haben jetzt die da Haschisch drin oder sowas oder nicht? Nee, nicht, oder? Nein. I ask him, is this hashish or not? No, no hashish. Tobacco. So ein arabischer Kaffee mit Kardamom braucht seine Zeit.
Und dann noch so ein Wasserpfeifen, das hat schon was. Eigentlich wie eine bayerische Bierseligkeit. Da kann man sich dran gewöhnen. Jetzt bin ich in Jerusalem angekommen. Klar brauchen wir Menschen das Ganze, aber das muss doch entspannt sein. Also, der weckt alle müden Geister. It's good. It's lovely. It's good. It's really good. It's a good taste. Yeah, Very I good. like it. I like it. Also ich muss sagen, also vom Klima her ist ja schon einmal so ein Schock. Ja. Also wenn du aus dem Flugzeug steigst, ist ein richtiger Dampfhammer, da haust du dich erst einmal richtig um. Aber da haust du dich eigentlich in jeder Richtung um. Weil das, also wenn man da so durchgeht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, diese ganze Enge und auch die Enge der Kulturen und diese Unterschiede, das hat schon was. Also es ist schon unglaublich beeindruckend. Also für mich ist so auch die ganze Glaubensfrage. Ich meine, hier denkst du halt einfach drüber mal ein bisschen mehr nach. So, und jetzt geht's wieder ins Kloster. Nicht zum Beten, sondern in die Küche. In der Küche von der Abtei Dormitio machen wir jetzt ein schweigendes Mahl für die Klosterbrüder. Was habt ihr heute auf dem Speiseplan stehen? Gefüllte Zucchini und Aubergine. Fleischpflanzel im Zucchini-Mantel, oder wie man das sagt, oder? Ja. Machen wir halt so. Also das ist jetzt das. Traditionsbruchs gegenüber muss zunächst einmal daran erinnert werden, dass hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil Das Essen ist hier schon sehr gut. Aber warum da was vorgelesen wird und die anderen beim Essen nicht reden dürfen, verstehe ich nicht so ganz. Das erinnert mich an meine Internatszeit. Bei jedem Essensgang hat man da seine Fingernägel herzagen müssen und auch nicht reden dürfen. Ich weiß bis heute nicht warum. Naja, zum Glück schmeckt's. Und über alles muss man nicht so genau nachdenken. Sollte der Heilige Geist, um dessen Gabe die Konzilsväter zu Beginn einer jeden Session gebetet haben, die Kirche mit der Einberufung des Zweiten Vatikanum 1922. So, und jetzt verlasse ich die Klosterbrüder und gehe durch diese unglaubliche Stadt, in der sich vor Jahrhunderten Christen, Muslime, Armenier und Juden in ihren eigenen Vierteln angesiedelt haben. Ich gehe ins jüdische Viertel. Hier leben fromme Juden, die sind oft die Einwanderer aus den USA. Über 5 Ecken treffe ich die liberale israelische Rabbinerin Dalia Marx. Sie gibt mir jetzt einen Crashkurs zur Bedeutung von Früchten im Judentum. Eine ganz junge Rabbinerin. Nicht so ganz jung, Ja, aber es ist okay. und liberal, weltoffen. Sie sprechen, wie viele Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Hebräisch, das ist meine Muttersprache. Ja. Englisch, Spanisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Arabisch. Bayerisch kennen Sie nicht? Noch nicht. Noch nicht. Wie heißt das jüdische Neujahr? Rosh Hashanah. Also Rosh Hashanah für uns ist ein ganz ernster Tag. Kein Feuerwerk und Kein Feuerwerk, kein Party. Das ist wirklich ein Tag für also Denken, Reflektieren. Steht das der Granatapfel für einen bestimmten Segen oder? Ja,
Also der Granatapfel ist ein sehr bekanntes jüdisches Symbol. Und laut unserer Tradition, das hat 613 kleine Kerne. Für 613 Gebote. Genau. Ah, Ja, wie viel? Ja, schön. Aber bei uns gibt es ja nur 10 Gebote. Das ist aber auch schon eine Menge, dass man die überhaupt einhält. Oder? Das ist Ja. schon schwierig genug. Aber 613 ist natürlich schon heftig. Ne? Wie dieser Apfel süß ist und angenehm für mich, soll das Jahr entlang süß und Angenehm und schön sein. und So schön ist sein. es. Genau. Ja, genau. So. Wir zwei gehen an den Ort, wo vor 2000 Jahren der jüdische Tempel gestanden ist. Das war einmal das Zentralheiligtum aller Juden und ist heute noch Pilgerort der Juden von der ganzen Welt. So sind wir an der Klagemauer. Da Ja. wollte ich eigentlich schon immer mal her. Das ist einfach schon ein magischer Ort. Ja. Wir nennen das eigentlich der westliche Mauer, weil das ist der letzte Rest von der Tempel. Das ist praktisch getrennt. Da sind Frauen, die sind da und die Männer da. Viele orthodoxe Menschen denken, Männer und Frauen sollen nicht zusammen beten. Ja. Und man kann auch sehen, die Frauen haben ein kleines Stück, Ja, die haben ein kleines Stück. Und die aber es gibt viel mehr Frauen Ja, als ja. Männer. Dieser Ort war der klopfende Herz von dem jüdischen Volk, ja, der Tempel. Wenn man hier steht, man kann sehen, ein sehr, sehr wichtiger Ort für Islam, sehr wichtiger Ort für das Judentum Oder wie? und auch Christentum. Ich habe das Gefühl, ich muss spüren, um was da jetzt geht. Und deshalb mische ich mich unter die betenden Leute an der Mauer. Von der Klagemauer geht es jetzt rüber ins muslimische Viertel. Nach den ganzen heiligen Sachen brauche ich jetzt was Deftiges. Da gibt es ein israelisch-palästinensisches Nationalgericht. Das heißt Falafel. Hast du zwei? Und der Jonas ist auch schon wieder da. Spicy. Falafel, das ist die Leberkassemi von Jerusalem. Jeder mag es und isst es mindestens einmal am Tag. Aber wenn du das gegessen hast, ist es satt. Das ist satt und spicy ist aber ist gut. Ja, ja. Das gibt es in eurer Klosterküche nicht, oder? Zum guten Essen gehört auch eine Nachspeise. Der Jonas kennt sich aus, weil er ehemaliger Konditor ist und der weiß, wo es die besten arabischen Süßspeisen gibt. Kanafi ist ein gebackener, süßer Käse, der mit Pistazien überstreut wird. Die Palästinenser essen ihn gerne im Winter und am Ramadan. Ich meine, das ist ja Frischkäse, oder? Was ist denn das? Das ist aber Joghurt, oder? Das ist Sweet Cheese. So, jetzt geht's so weiter. Das ist ja schon ein Gasofen da. Ja? Also das ist jetzt ja ganz fremd für uns. Ja, gell? Das ist eine wirklich. ganz andere Form von Bäckerei einfach. Das ist-
Schmeckt's dir wenigstens, ja? Ja. Was trinkst du? Deutsches Weißbier? Nein, ein israelisches dunkles Weißbier. Israelisches dunkles Weißbier. Ja. Das ist jetzt praktisch ein israelischer Limburger, oder? Kannst du Nein, nein, der stinkt nicht wie ein Limburger. Der stinkt kaum, der stinkt nicht. Vinot Pschelos, Ja, was aber ist schau. Na schon, schau. top? Gut. Das mache ich gerne. Limburger Roma da. Doch, der stinkt, das siehst du. Ja, sehr, sehr mild. Den nehmen wir mit. Der stinkt doch richtig, du kannst aber nichts sagen. Nein, der ist reif. Ich finde der Käse, weißt, also der muss schon ein bisschen einen Geschmack haben, muss- oder? Ein bisschen, ja. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Das pralle Leben pur und ein sagenhaftes Angebot für Leute, die ein gutes Essen schätzen. Jetzt freue ich mich schon auf das Kochen mit dem Gadi. Aber erst einmal schauen wir umeinander, was auf dem Markt so alles los ist. Ich bin wirklich baff bei so vielen frischen Produkten. Für einen Koch ist es wirklich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, hast du noch gesehen, oder? Das ist der Weinberg vom Gadi. Den bewirtschaftet er mit seiner Familie und die machen da wirklich feine Weine. In diese zwei Fässer, die hier in der Sonne stehen, füllen wir all die Reste des Weins, die nicht mehr so ganz gut sind. Wir haben ein bisschen Alkohol dazugegeben, damit er nicht verdirbt. Und der ist so in der Art von Sherry. Dieses Jahr werden wir ihn abfüllen und schmeckt sehr gut. Die ganzen Restler ist da drin. Ja. Die ist reif. Sehr schön. Der Wahnsinn, hä? Das ist ein richtig Schlaraffenland bei dir, Gadi. Hä? Sag einmal, Wahnsinn. Schwere Arbeit. Kein Spaß. Ja, aber das ist doch. Du dann machst einen Obstsalat oder auf die Nacht oder mal pfeift einmal einen sauberen Cocktail rein und lässt du alles direkt am Baum. welche geben. Der Wahnsinn. Die ist gelb, schau. Ja, die ist klein, aber reif. Was sind da für Stacheln dort? Ja, all die Zitrusbäume haben eigentlich Dornen. Haben wir genug, glaube ich, Ja, schon. das reicht schon. Ja, das reicht. Auf der anderen Seite sind Rebstöcke und auf dieser Seite die Passionsfrucht, weil die uns so eine Schattenwand bildet. Das ist wie Ostereier suchen in der Früh, oder? Genau, Hä? genau. Ostereier. Ostereier. Wunderbar, oder? So sieht sie aus. Verstehst du, dann haben wir jetzt einen. Dann holt man das so mit einem Löffel heraus. Was? Das ist süß, säuerlich, Ja. sehr schmackhaft. Hat lauter Kerne, die essbar sind. Schmeckt schon gut. Schmeckt Ja, gut. vor allem, ist halt, was meinst du, das für Obstsalat wird? Weißt? Wenn man mit deinen Limonen das würzen und dann. Das hat einen ganz besonderen Geschmack. Das gibt allem so einen tropischen, exotischen Geschmack, die schön. Passionsfrucht. Ich liebe sie ja total. Ja. Ich mag die schon. Ich nehme sie immer her wieder, wenn Zeit ist. Du bist ja schon schön angezogen. Was sehr verstehen. Elital. Elital. Elital, you are the best chef here in Jerusalem. Am Wochenende kommen die Leute aus der Umgebung und der Gadi kocht auf. Was gibt man alles drauf?
bring it to you, okay? So. Du musst eines probieren, weil das ist. Then must try your food. זה לחי? לא, 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 זה זאת בשבילך. Scharf der Fisch, was? Super, aber schmeckt richtig gut. Schmeckt gut, ja. Fein. Fein. Alle, ja. Health. Jerusalem, du Schöne. Ich fahre mit unglaublichen Eindrücken heim nach Bayern. Eine Stadt, die so vielfältig ist, habe ich wirklich noch nie gesehen. Die Wertschätzung für gutes Essen und erntefrische Zutaten, das ist sicher ein gutes Lebensrezept. Das sagt viel über die Lebensqualität und die Menschen in der Stadt. Ich komme sicher wieder. The summer